Herr Präsident, meine Damen und Herren. Für mir als ADR diesem Projet de loi nicht können zustimmen, geht schon aus dem Herr Rapporteur singen Considération générale à 4. Es geht hier ein immer mehr grosses Rapprochement von der Wirtschaftspolitik von den verschiedenen Staaten von der EU. Es geht immer mehr eng Beziehungen. Das sind Sachen, die wir nicht wollen. Wir wollen Europa, wir wollen eine freie Waren, Menschen, einen Kapitalverkehr, wir wollen bestimmt nicht eine immer mehr große politische Union. Wir sind auch für eine Disziplin budgetär. Wir wären hier bannen die Partei, die für eine Schuldenbremse plädiert wird. Wir wollen nicht eine Entmurstung von unserer Politik, von unserer Chambre. Wir sind für eine budgetäre Souveränität von unserem Land. Und da hat Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ganz recht, wenn sie sieht, in heute Projekt feiert zu mehr Bürokratisierung, zu enger Pert von unserer nationalen Souveränität, zu enger mies Sous-Tutel von unserer nationalen Politik, von unserer Regierung und nicht zuletzt auch von uns selber als Parlament. Chambre des Métiers hat an ihrem ganz positiven Avis an zwei Überschriften alles gesagt, was den Heizog Kaso. Bruxelles resserre les boulons en matière de discipline financière et budgétaire. En un titre, à défaut d'une politique de consolidation rigoureuse du gouvernement, la pression de l'Union européenne devrait contribuer à assainir les finances publiques. Darum geht es eine Substitution von europäischen Bürokraten und Technokraten zu einer nationalen Politik. Es geht zu einer Pert von einer nationalen Souveränität. Es gibt positive Aspekte, dass wir als Chambre sollten mehr Performance von Budgetartikeln kontrollieren, dass wir mehr sollen gucken, was ist der But von Dépensen. Das sind alles Sachen, die ganz, ganz richtig sind, an die wir befürworten. Wir können zu automatischen Mechanismen, die, wenn sie nicht respektiert gehen, zu direkten Sanktionen führen. Das wird die Chambre des Salariés an ihrem exzellenten Avis, und ich hoffe, du hast noch gelesen, vom 12. November 2013 ganz gut beschrieben und gesagt, la norme budgétaire européenne pousse soit à désinvestir, und das hat natürlich Reperkussionen auf die zukünftigen Generationen, soit à serrer la vis de son compte courant, où la part des transferts sociaux est importante. Dat LSAP nicht mehr auf den Avis und auf die Bedenken angeht, wundert mich. Chambre des Salariés sagt weiter, es wird fort regrettable que des questions d'organisation d'ordre économique et comptable empêchent de se consacrer au volet social de l'Europe et de ses États membres. Da kann ich aber die Chambre des Salariés beruhigen, weil kein anderer wie Herr Juncker so schon 2009 eine Union monetaire ohne Union soziale wäre für hier undenkbar, und dass es an Europa noch immer kein geregelte Mindestlohn geben, dass wir eng Schern, auch wie das wir Herr Juncker kennen, an den immer sein Versprechen anhält, wird das sich so alles verbessern. Die Chambre wird 4 an dem sie als Konklusion zeigt, dass Konsequenzen von dem Gesetz, was heute gestimmt wird, von einer rot-grün-blauer Majorität, zu einem Affaiblissement social automatique à perpétuité feiert. Die Chambre des Salariés gesagt an diesem Projet de loi mit Recht eine Reduktion von einer Marge de Manœuvre für National- und Sozialpolitik als Lützeburg zu machen. Sie hat recht, wenn sie meint, dass restriktiv Politiken für Depensen und Sozialdepensen durchgesetzt geben, die sowohl den europäischen Modell wie auch die Sozialkohäsion aufstellen. An das schwätzt die Chambre des Salariés, und ich zitiere nachher, von einer Konsequenz funeste et non des moindres, nämlich die, dass der Pouvoir von den nationalen Parlamenten aufgestellt wird, durch die Aufhebung von einer ewigen Instanz in Form von den Zentralbanken. Auch an Eisen soll Politik gemerkt gehen von den gewählten Vertretern vom Volk. Nicht von Bürokraten, nicht von Technokraten, ganz bestimmt nicht von Eurokraten. Und dafür stimmen wir als ADR gegen das Gesetz. Ist so nicht merci.